So. Ich dachte mal sagen, jetzt ist das Tutorial vorbei, oder? Jetzt habe ich eigentlich mit Olli geredet. Soll ich draußen noch was machen? Ah ja, tatsächlich. Vorbei. Schule aus. Mare, das war die Klingel. Die Abschlusszeremonie fängt gleich an. Great, ich gehe raus. Geh wieder rein. Die Abschlusszeremonie der Ranger-Schule wird nun beginnen. Als erstes wird unser Direktor seine Gratulationsrede halten. Damn, ich hab gerade gespannt, dass sie die ganze Zeit auf Doublescreen war. Aber ist Gott sei Dank nicht so schlimm. Direktor Lambert, die Bühne gehört Ihnen. Mein Glückwunsch, Absolventen. Es stimmt mich froh, diesen Tag heute mit euch allen begehen zu können. Ranger, Techniker und Mechaniker. Diese Pfade mögen euch in unterschiedliche Richtungen führen. Doch was ich mir für euch erhoffe, ist für alle dasselbe. Keine Angst, ich werde nichts unmöglich Schwieriges oder Herausforderndes sagen. Bitte vergesst nicht zu lächeln. Das ist alles, was ich von euch möchte. Mit diesen einfachen Worten wünsche ich euch Glück auf all euren Wegen und bei all euren Bemühungen. Wunderbar, danke, dass du nicht so lange laberst. Danke, Direktor Lambert. Als nächsten rufe ich den Abschiedsredner dieser Abschlussklasse nach vorn. Unseren besten Schüler, Albert. Ja klar, dass der Herr Tolero und Albert Nummer 4 zehrt. Heute verlassen wir den Schutz dieses Ortes des Lernens und Erwachsenwerdens. Dies ist ein gewaltiger Schritt auf dem Weg, unserer Träume wahrzumachen. An die Lehrer, die uns inspirierten, an Inge, die uns allen eine Mutter war, an alle Pokémon, die uns liebten und an alle Bücher in der Bibliothek. Wir werden euch niemals vergessen. Vielen, vielen Dank. 1A-Streber, holy shit. Es ist so ein schleimiger. Danke, Albert, für diese höchst bewegenden Worte. Als nächstes folgt die Übergabe der Abschlusszeugnisse. Ich möchte stellvertretend für die gesamte Abschlussklasse einen Schüler aufrufen. Mare, tritt bitte vor. Ja klar. Wow, du vertrittst uns alle. Das ist echt abgefahren, Mare. Ich weiß nicht. Da. Was war das? Eine Explosion? Safe aus dem Keller. Ja, tatsächlich. Der Krach kam aus dem Keller. Bleibt bitte alle zusammen. Ich gehe nachsehen, was los ist. Besser ist es. Ah! Aufhören! Hört auf! Oh, Tangolos. 2 Tangolos? Warum? Das ist ja grässlich. Nur weg hier. Alter, was hat der auch gestellt? Mare, lass sie uns einfangen. Bossfight oder wie? Ja, dann starten wir, oder? Bist du bereit, Mare? Fertig zum Fangen? Let's go. Also dann, packen wir es an. Mare, du nimmst das linke, ich schnapp mir das rechte. Ist jetzt echt Bossfight oder wie? Tatsache. Das hat eine richtig dicke Leiste, oder? Oh, okay, dann müssen wir uns eben lassen. Hast du sogar einen Schaden genommen direkt. Okay. Wunderbar. Also muss man sich immer wieder bei solchen heftigeren Fights dann überlegen, wann man nur mal einen Kreis zirkt, zwischen die Attacken nur mal ein bisschen durchwursteln, damit halt eben die Leiste nicht direkt wieder la wird. Es stößt ein giftiges Pulver aus, um anzugreifen. Ja, erfolgreicher Fang. Mare, wir haben es geschafft. Ihr beide seid einfach spitze. Ranger-Pose. Herr Tolero, Sie sind hoffentlich nicht verletzt? Ich glaube nicht. Nein, mir geht es gut. Ich muss zugeben, sogar ich weiß nicht, was um alles in der Welt da vor sich ging. Ah, nicht einmal Herr Tolero weiß also, warum dieses Tangolos hier gewütet haben. Zu schade. Aha, natürlich. Jedenfalls ist niemand zu Schaden gekommen. Das ist eine beträchtliche Erleichterung. Nun denn, wollen wir mit der Abschlusszeremonie fortfahren? Ja, wir kehren es erst langsam heim, Alter. Es zirkt sie wirklich. Die Scheißschuhe, man, die möchte was machen. Ich möchte stellvertretend für die gesamte Abschlussklasse einen Schüler aufrufen. Mare, tritt bitte vor. Mare und Bolo. Danke, dass ihr uns allen so furchtlos zu Hilfe geeilt seid. Es war sehr eindrucksvoll zuzusehen, wie ihr ruhig und ohne Panik gehandelt habt. Ihr habt jedem hier ein Beispiel gegeben, wie man in einer Krise die Führung übernimmt. Du erhältst nun hiermit stellvertretend für den Rest der Klasse dieses Zeugnis. Und nun schließlich, für euch alle ist die Zeit gekommen, da ihr ins weite Meer der Zukunft hinaussegelt. Abschließend möchte ich noch einmal sagen, bitte vergesst nicht zu lächeln. Mein Glückwunsch, Absolventen. Hey. So, ab nach Briesenau. Und nur mein Brief. Hallo, großer Bruder. Glückwünsche, du hast es geschafft. Wie war die Abschlusszeremonie? Du brauchst aber nicht zu schreiben, denn morgen können wir uns treffen und direkt miteinander reden. Schwesterchen. Alright. Okay, dann erst mal nach Schikolingen, ist vielleicht ein bisschen gescheiter. Ah, sogar direkt, geil. Hey, großer Bruder, der Tag fängt an. Großer Bruder? Komm schon, du musst aufwachen. Hör mal, großer Bruder, das ist kein Brief, weißt du? Mach auf! Guten Morgen. Von heute an bist du ein Pokémon Ranger, großer Bruder. Aber wenn du dich nicht beeilst, kommst du zu spät. Eine Nintendo Wii steht neben dem Fernseher. Sie ist ein Geschenk von Vati. Classic. Auf den Regalen befinden sich viele Bücher über Pokémon. Mutti hat sie gekauft. Natürlich. Die Spielekonsole von Vati und die Bircher von Mutti. Guten Morgen, Mare. Wie gefällt dir dein neues Zimmer? Hast du gut geschlafen?
Dieses Haus kriegt eine Menge Sonne ab und die Küche ist sehr komfortabel. Ich mag dieses Haus wirklich. Wie gefällt es dir, Liebling? Ich bin froh, dass wir uns für diesen Ort entschieden haben. Unser Feld liegt nur ein paar Schritte von der Eingangstür entfernt. Deine Mutter und ich haben seit Jahren davon geträumt, so ein Haus zu besitzen. Ach, ihr seid jetzt Farmer, oder wie? Ich durfte unser Feld benennen. Ich habe es Partnerfarm genannt, weil Mutti und Vati so toll miteinander auskommen. Partnerfarm, ja? Partnerfarm, klar. Okay, das sind einfach nur 4 Fädel. Strand. Okay. Aber wait, ist das einfach ein Grundstück für uns jetzt im Endeffekt? Das ist ja dann heftig. Ganz schön gadig, die Säcke her. Die Frau von nebenan. Ich hoffe, wir werden gute Nachbarn. Bin die doof da wahrscheinlich? Paula. Die Leute in Schickolingen sind aus allen möglichen Regionen hierher gezogen. Paul. Es ist großartig, auf dem Land zu sein. Die Entscheidung, hierher zu ziehen, war richtig. Ach, ihr seid erst Herzog oder... Wir sind wie deine Familie hergezogen. Wie ist dieses Schickolingen denn so? Ich habe 2 Brüder. Mein ältester Bruder ist drin. Ja, dann schauen wir gleich mal zu dem. Den wird vielleicht in unserem Alter sein, oder? Kyle. Kyles Vater. Auf gute Nachbarschaft. Rede bitte auch mit Kyle. Nice. Der Schickolingen Pfad. Hallo, du siehst beschäftigt aus. Okay, also ich merke jetzt langsam, dass meine Stimme wirklich kurz vorm Abnippeln ist. Ich muss immer mehr husten. Pfui geht nimmer, aber ich mache noch ein bisschen weiter. Hi, Mare. Siehst gut aus. Danke. Luana. Ich glaube, wir werden das noch richtig gut verstehen. Ich habe mich so sehr auf dich gefreut, dass ich hier auf dich warten wollte. Hey, wir werden uns richtig gut verstehen. Komm, lass uns zur Ranger-Basis gehen. Na, auf Schritt und Tritt folge ich dir. Bist du möglicherweise nervös? Nein. Du etwa? Das erinnert mich daran, wie es vor gerade mal einem Jahr für mich war. Ich glaube, wir haben unser Chaya gefunden. Lass uns einfach reingehen. Alle warten schon auf dich. Zur Info, keine Ahnung, wie wir in diesem Spiel sind. Und Luana ist, ja, wahrscheinlich ein Jahr älter. Ist Horst? Wir sind safe. Na, bringt das Erinnerungen zurück? Ist genau wie damals, was? Die Leute und der Ort haben sich überhaupt nicht verändert. Naja, ist auch kein Wunder, so lange liegt dein Besuch ja nicht zurück. Ach du meine Mare, was hat dich hierher verschlagen? Haha, willkommen an Bord. Oh, aber davor wollte ich noch etwas sagen. Meine besten Glückwünsche zum Abschluss der Ranger-Schule. Wir haben auch von deinen Heldentaten bei der Abschlusszeremonie gehört. Wie ich höre, ist Bodo auch ein Ranger geworden, aber in der Fiore-Region. Na gut, was die heutige Auslieferung unseres Mittagessens angeht, Quatsch, ich mach nur Spaß. Mit Froderichs Witzen musst du wohl von nun an auskommen. Mein Beileid, gewöhn dich lieber schnell dran. Du solltest dich umziehen, Mare. Warte, ich helfe dir. Der Umkleideraum ist da hinten. Wir kommen noch mit. Jö! Boah, das schaut so viel besser aus. Ist dir der Gürtel zu eng? Sind die Stiefel zu groß? Passt sonst alles an der Uniform? Du siehst wirklich gut darin aus. Richtig schneidig. Schneidig. Nun denn, die Zeit ist gekommen. Die Anerkennung deines Status als offizieller Ranger übergebe ich dir dies. In Anerkennung. Den Funkom. Ranger-Pose. Tada! Er macht dich offiziell zu einem geprüften Pokémon Ranger. Und wie fühlt es sich an, ihn in Händen zu halten? Ja, wohl nicht. Du musst Luana fragen. Scheiße. Der Funkom ermöglicht es dir, Pokestärken zu verwenden. Ah. Jetzt wird's interessant. Das ist eine Funktion, die den alter Schulfunkom nicht hat. Pokestärken, was das ist? Dein Gesichtsausdruck verrät alles. Froderich wird es dir erklären. Ich fange jetzt Froderich. Als Pokestärken bezeichnet man die Hilfe, die dir ein Pokémon-Freund oder Partner-Pokémon während eines Fangversuchs leisten kann. Über das Symbol im unteren rechten Bereich des Touchscreens gelangst du zum Pokestärke-Menü. Wähle in diesem Menü das Pokémon aus, dessen Hilfe du einsetzen möchtest. Bitte wähle ein Pokémon. Oh, Turtok, Alter. Pokestärke Wasser und Fähigkeit Regentanz. Bei den Arten der Pokestärken gibt es genau wie bei denen der Pokémon selbst eine große Vielfalt. Die Effekte von Pokestärken sind je nach Art unterschiedlich. Berühre zum Beispiel für die Pokestärke Wasser den Boden folgendermaßen. Es wird sich eine Blase bilden. Diese kann in Richtung des anvisierten Pokémon dirigiert werden. Blub. Und es wird langsamer dann. So wird das gemacht. Möchtest du eine größere Blase erzeugen, ist das auch kein Problem. Berühre einfach fortwährend denselben Punkt. Eine große Blase ist nicht nur stärker, das Ziel kann ja auch schwerer ausweichen. Und du musst ihn so oft aufs Klo. Von einer Blase getroffen, wird das anvisierte Pokémon langsamer. Während es verlangsamt ist, wird das anvisierte Pokémon träge und schwerfällig. Wenn das anvisierte Pokémon verlangsamt ist, wird der Fangversuch leichter für dich. So nützlich sie auch sein mögen, Pokestärken können nicht nach Belieben eingesetzt werden. Siehst du den großen Countdown auf dem oberen Bildschirm? Das ist das Zeitlimit für die Pokestärke. Es
Pokésäft ab, während die Pokestärke verwendet wird. Wenn es 0 erreicht, gilt die Pokestärke als aufgebraucht. Hast du einmal eine Pokestärke aktiviert, bleibt dir also nur begrenzt Zeit, okay? Einsteiger sollten sich nicht als wirkliche Ranger betrachten, bevor sie nicht den effektiven Umgang mit Pokestärken erlernt haben. Wenn du mehr über Pokestärken erfahren möchtest, siehe in deinem Glossar nach. Und dann verschwindet das wilde Pokémon. Also gut, Leute, antreten. Ich schätze, formelle Vorstellungen sind nicht wirklich nötig. Als Anführer hier lege ich aber Wert darauf, die Tradition beizubehalten. Leute, begrüßt mit mir Mare als neuestes Mitglied unserer Ranger-Basis. Vielleicht war das ja nach diesem Eintagespraktikum vorherbestimmt. Mein Name ist Urs. Ich bin der Ranger-Anführer hier. Es freut mich, dich an Bord zu haben. Der grinsende Typ in der Mitte ist unser örtlicher Scherzkeks Froderich. Warum wird nun mal... Ach, Bro, es zieht sich so lang, bis es mal richtig losgeht. Also Story schön und gut, aber irgendwann... Er ist der größte Mensch im Briesenau und sein Haar ist ein monströser Afro. Er ist echt der Größte? Links neben Froderich siehst du Luana. Wow, aber aus unserer Sicht. Hier. Diese Sicht. Nicht aus deren Sicht. Sie ist ein bisschen zerstreut. Erst heute hat sie Toast abgefackelt. Dafür hat sie strahlend weiße Zähne. Ungefähr so. Ja, sie ist ein bisschen blöd. Aber dafür ist sie hübsch. Na, so ist es halt. Wie ist sie so auf der Hot Crazy Skala? Unsere Mechanikerin Eleonora sieht das Herumschrauben an Maschinen jederzeit einer Romanze vor. Das siehste! Passt Also, Luana it is. Das Problem ist, dass sie Sachen lieber auseinander nimmt, als sie zusammenzubauen. Und hinter dem Schalter steht zu guter Letzt unsere stets lächelnde Technikerin. Sie hat den Funcom-Aufladewettbewerb 3 Jahre in Folge gewonnen. Und damit kennst du auch schon unser ganzes Team. Geil, die hat einfach keinen Namen. Stark. So nebenbei, ich hasse es, das sagen zu müssen, aber die Ereignisse in Priesenau werden in letzter Zeit seltsamer. Dein Ort zur Erholung, diesem Slogan wird die Stadt absolut nicht mehr gerecht. Erinnerst du dich an den Ärger, den wir mit dem Pokémon am Strand hatten? Seit damals wird alles immer merkwürdiger. Ob Priesenau wieder ein Ort der Erholung wird oder nicht, hängt von uns ab. Es ist unsere Aufgabe als Ranger, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Ich erwarte Großes von dir, Mare. Das gilt für jeden hier. Ich zähle auf euch alle. Lass uns keine Zeit verlieren, Mare. Hier ist deine erste Mission. So. Ich dachte mal, jetzt ist das Tutorial vorbei, oder? Ich möchte, dass du mit Froderich gehst und ihn unterstützt. Trage mit ihm den Priesenauer Boten aus. Das macht Froderich normalerweise allein. Besucht jedes Haus von Priesenau und Schickolingen und verteilt die Zeitung. Okay, Zeitung ausdrucken. Wunderbar. Erstmal kurz Luana. Hallo? Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wenn irgendwas ansteht, zeigt dir Froderich natürlich, was du tun musst. Mission: Priesenauer Boten ausliefern. In dieser Ausgabe des Priesenauer Boten habe ich sogar über dich geschrieben. Ach, der schreibt es sogar, Mutti, der Priesenauer Bote ist da. Oder du musst der neue Ranger sein. Machst du überrascht, als unsere Vonera dich begrüßt haben? Das Almir-Journal ist schön und gut, aber den Priesenauer Boten mag ich mehr. Ich will im Boten mehr von der Serie Ranger-Geschichten lesen. Die heutige Schlagzeile ist: große Erwartungen an neuen Ranger. Also das klingt doch interessant. Ja, danke, dass ihr sowas über mich schreibt. Ist wohl keiner daheim. Herr Holzwart geht öfters um diese Zeit spazieren. Ah ja, das war ja der Dude am Strand, genau. Er wird am Seefierstrand sein. Froderich und noch jemand haben dem Priesenauer Boten gebracht. Hallo, neuer Ranger. Deine Uniform sieht brandneu aus. Priesenboten hier. Froderich hat dir die Zeitung gebracht für einen fremden Ranger. Ja, wer bist du? Holy shit. Die resolute Ute. Du bist meinem Ehemann bei der Ranger-Schule zu Hilfe gekommen, nicht? Ich muss dir auf jeden Fall dafür danken. Und da hatten wir noch gesagt, wäre das nicht nett, wenn dieser Schüler in unserer Stadt Ranger werden würde? Du hast mich gerettet, diese Pizza wollten mir ins Leder. Es gibt da Sparer einen Haufen Aufträge zu erfüllen, dann müssen wir auch wieder die Leute finden. Schauen wir mal, wie das wird. Oh. Stimmt, Pachirisu. Das ist das Pachirisu von damals. Ja! Und es kennt mich noch. Pachirisu scheint sich an Mare zu erinnern. Ja, darf ich jetzt endlich das Pokémon haben? Warst du vielleicht damals von der Ranger-Schule zum Praktikum hier? Dann mein Glückwunsch zum Abschluss. Es scheint, dieses Pachirisu hat dir darauf gewartet, dass du dein Ranger wirst. Ich habe es ziemlich oft hier umherstreuen sehen, als ob es nach jemandem suchen würde. Einer alten Legende nach wird man zu guten Freunden, wenn man sich hier begegnet. Ich glaube, da ist etwas dran. Alter, die labern alles 10-fach. Mare, du bist jetzt ein richtiger Pokémon Ranger, also kannst du auch einen Partner haben. Wenn du willst, mach doch dieses Pachirisu zu deinem offiziellen Partner. Freut mich für dich. Yes, sir. Pachirisu ist jetzt sein Partner-Pokémon.
Dein Partner-Pokémon kommt besonders gut mit einem Ranger aus. Die Verbindung zwischen ihnen ist so stark, dass sie immer zusammen unterwegs sind. Dein Partner-Pokémon kann dich sogar bei Fangversuchen unterstützen. Digga, alles wird 10-fach gesagt. Wow! Wo ich gerade im Erklären bin, kann ich dir auch gleich die Partnerleiste erläutern. Also als ob manche Sachen nicht selbst erklären sind. Um die Poké-Stärke deines Partner-Pokémon zu verwenden, musst du erst die Partnerleiste auffüllen. Die Partnerleiste findest du oberhalb der Energieleiste. Um die Partnerleiste aufzufüllen, musst du komplette Kreise um das Ziel ziehen. Das funktioniert ganz einfach. Je mehr Kreise du ziehst, desto mehr füllt sich die Partnerleiste auf. Wenn die Partnerleiste voll ist, öffne das Poké-Stärke-Menü mit Hilfe blablabla. Na, kleines Pachirisu, wie es aussieht, wurde deine Geduld belohnt. Ups, beinahe vergessen. Ihr Prisener Bote, Herr Holzwart. Ah, die neueste Ausgabe, nicht wahr? Der große Text erleichtert meinen müden Augen das Lesen. Ich weiß das zu schätzen. Junger Ranger, achte bitte stets darauf, dieses Pachirisu mit Achtung und Zuneigung zu behandeln. Hi, du bist immer nur da und dein Girlfriend ist weg. Ich bin bei der Freundin über etwas echt Belangloses in Streit geraten. Tatsächlich! Oh, sorry, es tut mir natürlich leid. Aber es ist halt schon... Funny. Wir fangen jetzt erst mal hier Knospi, weil wir den Tacklebaum noch schon wissen, was da drin ist. Ah, hey, Samurzel, oder? Haben wir noch nicht. Komm her. Und was hast du so drauf? Es schießt mit Saatkörnern, um anzugreifen. Und Tackle 1, das ist genau wie bei Knospi. Das ist, glaube ich, sogar die gleiche Beschreibung. Deine erste Aufgabe als Ranger ist es, den Prisener Boten auszutragen. Das ist in gewisser Weise schon wieder cool. Danke fürs Bringen. Lass mal sehen. Aus Froderichs Witzparade. Nicht ganz interessant. Ja. Ich will dich nur necken, Froderich. Ja, das ist also der Prisener Bote. Wir sind gerade erst hergezogen, deswegen hatte ich noch keine Zeit, ihn zu lesen. Die Ranger veröffentlichen diese Zeitung und verteilen sie von Hand. Das ist gar nicht so einfach, wie es scheint. Das ist der Prisener Bote. Sind da irgendwelche Artikel über Riolu drin? Riolu? Bist du Riolu-Fan? Das ist natürlich interessant, weil ich mag Riolu auch sehr gern. Oh, hallo, wohnst du nicht nebenan? Du siehst gut aus in dieser Uniform. Und dieser hochgewachsene Bursche hier? Du heißt Froderich, oder? Du hast bestimmt einen guten Ausblick. Ich habe einen Sohn in deinem Alter, Froderich, aber er meldet sich nie. Keine Ahnung, wo er ist oder was er macht. Ist safe nur irgendwie mit einer Quest verbunden. Und was ist das? Der Prisener Bote, wie? Du trägst sie von Tür zu Tür aus? Ich denke, du hast diese Aufgabe erhalten, um die Leute vor Ort kennenzulernen. Großer Bruder, warum trägst du denn den Prisener Boten aus, wo du doch so cool in deiner neuen Uniform aussiehst? Also ist das nicht eine schöne Uniform? Das Material scheint gut verarbeitet zu sein und der Schnitt ist auch wundervoll. Ranger Froderich, Mara ist immer noch ein Kind. Bitte passe sie auf unseren Sprössling auf. Ja, das war's dann mal wieder. Gehen wir wieder. Fertig, das war das letzte Exemplar. Lass uns zur Ranger-Basis zurückkehren. Letzte Frage. Ranger-Anführer Urs. Wenn Sie die Ranger-Arbeiten mit einem Wort beschreiben müssten, welches wäre es? Das ist knifflig. Oh, sieh mal an, wer wieder da ist. Das war deine erste offizielle Mission, oder? Gut für dich. Hiermit ist die Mission geschafft. Mission geschafft. Geil. Oha, was sehe ich denn da? Das Pachirisu hinter dir. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie? Das weißt du doch schon. Mare hat nun ein Partner-Pokémon. Es ist dasselbe Pachirisu wie zuvor. Mare hat es am Sephir-Strand gefangen. Weißt du nicht mehr? Oh ja, klar, ich erinnere mich. Das Pachirisu, das Mare an diesem Tag ständig nachgelaufen ist, klingt wie das ideale Paar für mich. Hey Mare, du kannst Feierabend machen, wenn du willst. Klingt annehmbar, oder? Ja, ich muss jetzt wirklich Feierabend machen. Meine Stimme ist am Arsch. Okay, gute Arbeit heute. Am nächsten Tag. Oder geht's noch kurz weiter? Bitte nicht. Das war gerade ein bisschen blöd. Hey, guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Die Betten in unserer Ranger-Basis sind ganz schön bequem, meinst du nicht? In Ordnung, Leute. Ohren auf. Wir haben eine beunruhigende Meldung von Herrn Holzwart erhalten. Er behauptet, dass aus der Ozeanhöhle am Sephirstrand seltsame Geräusche kämen. Ach, das ist wahrscheinlich der Teil, wo man vorher nur die Rehkinder hat. Mare, du erinnerst dich auch, oder? Wie die Pokémon am Strand außer Rand und Band gerieten? Safe. Diese neueste Entwicklung könnte mit dem Zwischenfall in Verbindung stehen. Froderich, geh die Ozeanhöhle untersuchen und nimm Mare mit. Man kann lieber mit Luana wohin? Next Mission, Alter. Mare, du solltest inzwischen wissen, wo sich der Sephirstrand liegt. Im Moment sollte der Flutpegel niedrig genug stehen, um die Höhle zu Fuß zu erreichen. Du findest die Ozeanhöhle westlich. Ja. Es ist deine erste Mission seit langem, die diesen Namen verdient. Bin ein bisschen angespannt, um ehrlich zu sein. Achso, seine Mission. Warte mal kurz, Mare. Schau doch auf dem Weg nach draußen mal bei der Speichereinheit vorbei. Hättest du wahrscheinlich sowieso gemacht. Aber zur Sicherheit. Ach, Luana. Du bist so fürsorglich. Okay, kurz mal nachschauen. Hier Fangcom, da hat sie ja noch nichts da, weil wir noch nichts mehr gemacht haben dafür. Aufträge haben wir noch keine. Vielleicht können wir jetzt schon langsam über Aufträge annehmen. Das sind immer von Random Light, die immer dumm stehen. Die sind aber auch wichtig. Die bringen auch gut was, wenn wir die machen. Sollen wir uns mal ins Meet nehmen, wie der Joe sagen. Für Zertrümmerer. Oh, und vielleicht fürs Level Up. Yes. Warte mal, ich dachte, ich hätte mit dem Wind irgendwas Seltsames gehört. Wir müssen einen Zahn zulegen und die Ozeanhöhle erreichen. Sie befindet sich zwischen den Felsen im Westen des Sandstrands. Ja.
Ja. Dude. Moment, warte, halt. Bevor wir zum Strand runtergehen, muss ich dir noch etwas sagen. Richte deine Aufmerksamkeit auf dieses Shalelos dort. Du siehst die Lachen, die Shalelos hinter sich zurücklässt. Trittst du in eine, so nimmt dein Fangcom Schaden. Ah, okay, also gibt es jetzt Overworld Damage A. Bei deinen Einsätzen wirst du noch auf andere Dinge und Orte treffen, die Schaden verursachen können. Du musst lernen, dich vorsichtig zu bewegen. In deinem Glossar findest du mehr dazu. Ich würde mal nachschlagen. Nee, man, brauche ich nicht nachschlagen. Aber Shalelos kann man nur fangen. Shalelos, let's go. Hallo? Okay, perfekt. Jetzt. Digga! Okay, erstmal 4 Damage fressen, um überhaupt in den Kampf zu kommen. Das ist natürlich Giga. Aber was macht man nicht alles für einen Nein-Eintrag? Löschen. Haben wir noch nicht gehabt, wunderbar. Er spuckt Wasserkugeln, um anzugreifen. So, jetzt können wir ja darüber gehen. Oh, da war nur ein Charmian. Untersuche die Ozeanhöhle. Ich kann etwas von tief drinnen hören. Diese pulsierenden Geräusche klingen sehr unheilvoll. Wenn es nur darum gehen sollte, die Quelle des Lärms zu finden, ist die Mission einfach. Aber Mare, sieh mal da drüben. Mit diesem Pokémon stimmt offensichtlich etwas nicht, oder? Irgendetwas geht da vor sich. Vorsicht vor dem Zubat. Die greifen uns so. Wie viel verrückter kann das noch werden? Du hast das Zubat richtig gefangen, oder? Aber deine Gefühle sind nicht zu diesem Pokémon durchgedrungen. Was denkst du, ob der pulsierende Lärm etwas damit zu tun hat? Das Pulsieren scheint allerdings die bereits gefangenen Pokémon nicht zu betreffen. Wenn wir Hilfe von Pokémon benötigen, müssen wir sie von woanders herbringen. Wir sind aber gut ausgestattet mit Tackle, Zertrümmerer und Löschen. Dieser Zaun versperrt uns den Weg. Ein Pokémon mit der Fähigkeit Zerschneiden kann ihn aus dem Weg räumen. Natürlich. Dann gehen wir mal wieder raus, aber ich möchte erst einmal hier Charmian fangen. Unsere Partnerfähigkeit ist aufgeladen. Ah ja, Charmian hat A zerschneiden. Perfekt. Es greift mit Hilfe von Schneideangriffen an. Was befindet sich wohl ganz da hinten? Raten Sie richtig und gewinnen Sie 3 wohlschmeckende Milchpuddings von... Okay, nicht die beste Zeit für Witze. Ich kann das Pulsieren sehr deutlich hören. Es muss wirklich nahe sein. Falls du merkst, dass du in Panik ausbrichst, rede einfach ab und zu mit mir, okay? Dadurch kannst du mich auch davon abhalten, in Panik auszubrechen, okay? Okay. Na, Panik haben wir keine. Was haben wir da? Bro, verarsch mich nicht da. Und ich hab auch grad das Pediza rausgehauen. Und jetzt brauchen wir... Zertrümmerer. Was ist denn das rote Ding da? Kommen die Geräusche von ihm? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ist diese Maschine dafür verantwortlich, dass sich die Pokémon so seltsam benehmen? Sie scheinen alle Schmerzen zu haben. Ich glaube, wir können die Pokémon am einfachsten retten, indem wir diese Maschine ausschalten. Andererseits habe ich natürlich keine Ahnung, wie man sie ausschalten könnte. Einfach kaputt machen, Alter. Versuche die Maschine mit deinem Fangkong zu berühren. Danach müsste irgendetwas auf dem oberen Bildschirm angezeigt werden. 2 Löschen braucht man. Okay, wir haben ein Löschen. Finstere Maschine, die schaurige Töne erzeugt. Offenbar zu schwer zum Bewegen. Kuriose Maschine, alright. Kleinstein. Kleinstein kurz safe Zertrümmerer. Doch sind die wieder normal, die Pokémon. Diese Maschine scheint die Pokémon hier drin nicht zu beeinflussen. Sie müssen außer Reichweite sein. Wir sollten hier in der Lage sein, Pokémon zu fangen und zu Freunden zu machen. Ich habe ein Pokémon hinter diesem heruntergefallenen Felsbrocken gehört. Vermutlich ist es ein Gastrodon. Ob es hinter dem Brocken in der Falle sitzt? Einige Pokémon können solche Felsen zerschmettern. Nasknet zum Beispiel. Dann ist das safe irgendwo ein Nasknet. Und Gastrodon hat safe Löschen 2. Shiggy haben wir noch nicht. Let's go. Shiggy, Alter. Eigentlich krass. Es greift an, indem es Wasser aus seinem Maul spuckt. Nasknet. Wunderbar. Das braucht. Das hat gut KP. Ich nenne es jetzt einfach KP, okay? Das hat gut KP. Dann machen wir auch mal hier Löschen auf Kleinstein. Das hat dann wahrscheinlich Zertrümmern 1. Zertrümmern 1. Was ist das? Löschen 2 brauchen wir da auch. Dann müssen wir Gastrodon halt 2 mal fangen. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal den Felsen da freimachen. Oh, what? Du bist ein Pisser, echt. Genau in dem Moment musst du zum Kacken anfangen. Er spuckt Wasserkugeln und Schmutzbrocken, um anzugreifen. Oh, die gibt Figur EP. Geil. So, Gastro, dann mach mal bitte die Maschine kaputt. Boom. Kuriose Maschine wurde zerstört. Und die Pokémon sind wieder befreit aus dem Bann der Maschinen. Die Maschine war also wirklich die Ursache. Die Pokémon scheinen froh zu sein, ihre 5 Sinne wieder beieinander zu haben. Mare, diese Pokémon wurden dank deiner cleveren Entscheidungen gerettet. Ja, clever. Aber diese Maschine hier sieht schon ziemlich dubios aus. Wir werden sie zur Analyse in die Ranger-Basis mitnehmen müssen. Okay, hau. Oh, bewegt sich nicht. Keine Chance, ich krieg das Ding nicht vom Fleck. Ich werde per Voicemail mit Almias stärkster Person reden, um sie um Hilfe zu bitten. Das ist jemand, der unseren Anführer beim Armdrücken in 3 Sekunden geplättet hätte. Echt beeindruckend, diese Stärke, nicht? Mare, du gehst am besten schon mal zur Ranger-Basis vor. Ich warte hier auf Almias stärkste Person. Almias stärkste Person? Okay. So, jetzt erstmal nur mal Gastrodon holen. Wait. Hier, pass mir auf. Wir probieren jetzt mal die Pokestärke aus. Let's go. Elektro. Putz. Nochmal. Sie paralysieren. War jetzt noch nicht krass notwendig, aber um es einfach mal auszuprobieren, gell? Warum nicht? Level up schon wieder. Oh, geil.
Alter, Level 7. Power und Energie. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Es ist halt einfach schön zum Sehen, dass der Fangkomma irgendwie stärker wird. So mag ich das. So Level-Systeme sind einfach geil. Und das ist safer Georock. Wird dann wahrscheinlich auch Zertrümmern 2 drauf haben oder so. Oh. Holy shit, ja, ich bin ihm ausgewichen, war 5 Damage, das ist natürlich groß. 5 Damage? Ja, Zertrümmern 2. Aua, 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 aua. Ja, es ist krass. Man merkt, es tut sich was. Ab zur Basis.